world, their kindness calls to me. I have to block it out. My voice has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. My raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Her voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rot, I long to reach the other, to find the path we lost. And my raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm. If I'm broken, if I'm torn, the wave inside my soul carries Hallo. all I know. Guten Abend. Who can take my hand in the flood? So, wir spielen heute mal ein bisschen Stream, also ein bisschen andere Streamplanung, weil, ja, was soll ich sagen? Plant war heute eigentlich auch noch gewesen. Da habe ich irgendwie spontan Bock gehabt auf Horizon, beziehungsweise keinen Bock auf Anno gehabt heute. Werfen wir mal ein wenig den Plan über den Haufen, dass ich Horizon nur gelegentlich spiele und nicht geplant. Und machen wir Horizon einfach mal an einen geplanten Dienstagstream. Ist ja egal, was wir spielen. Hauptsache wir spielen. Genau. Von dem her gehen wir mir halt in Horizon rein und erlegen wir den Babyzahn hoffentlich. Kann es zwar nicht versprechen, weil letztes Mal sind wir klar und deutlich gescheitert. Ja. Nächsten Dienstage muss man schauen, vielleicht spielen wir dann auch noch. Und Horizon dann wieder mehr am Wochenende. Muss man schauen, wie es zeitlich funktioniert und so weiter und so fort. Ja, genau. Die das sagen, mit haben wir gar nicht mehr lange umeinander. Dann gehen wir gleich mal ins Spiel rein. So. Guten Tag, mein Du. Also. Ich hab's Beutel gut. Wir sind da stehen geblieben. Kurz vor dem Babyzahn. Ich weiß nicht, ob man den kaputt machen kann. Ich bin da sehr, wie soll ich sagen, vorsichtig damit geworden. Weil der doch etwas stärker ist. Ein Rebellen. Geht gut? Ja, geht gut. Ein bisschen müde und kaputt heute, aber mittlerweile geht's eigentlich. Er ist schwach gegen Frostschaden. Frostschaden war schon mal gut, war vom Vorteil, sagen wir es wie es ist. Müssen wir mal schauen. Das war auf alle Fälle Beute, die wir vielleicht mitnehmen sollten. Das sind seine Waffen. Kettenreaktion für Schock. Ich hab gerade Schock. Bauteil explodiert, wenn es zerstört wird. Und da oben ist Nahwaffen. Uff. Das ruft Verstärkung.
Das ist jetzt für Sprengstoff. Teil 2. Munitionstrommel. Wird zerstört, wenn getötet. Okay, das bringt einem aber nichts. Also bringt mir nichts, wenn es ich oberschieße. Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Okay. Das war der Babyzahn auf komplett Scan. Also heißt, wir werden wahrscheinlich einsetzbare Waffe und einsetzbare Waffe. Spekuliert man nicht auf die große Gesuiten. Plasmakanone, Schockkanone. Plasma war natürlich schon auch geil. Abrisspräzisionspfeil. Okay. Let's Neuer try. Tag, eine neue langweilige Patrouille. Ruhig, Brauner. Für die gefallenen Marschälle! Nein! Das war alles, was ich hatte. Und dann haben wir hohe Waffen. Da war die zweite. Dann probieren wir es einmal mit. Warum? Warum ist mein Mutstoß schon wieder nicht ausgerüstet? Keine Chance. Also der kostet mir halt noch meine Nerven. Das sehe ich schon keiner. Aber das geht dazu. Warum zur Hölle ist mein Mutstoß nicht ausgerüstet? Ich hab dann nicht einmal umgerüstet. Ich hab mir noch 2 Fähigkeiten. Schwere Waffe plus 5 Schaden. Irgendwie wusste, dass wir mehr aushalten oder so. Haben wir da noch irgendwas? Trankgeschick. 25% Heilung und 1 Sekunden zum Trinken. Mut bei Aufprall. Wenn du von Gegnern getroffen wirst. Das hat vielleicht Häufer. Tarnfernkampf. Stoßschaden aus der Distanz. Leiser Speer, stiller Schlag. Nehmen wir das dann noch mit. 15% mehr Stoßschaden. Das Schlimme ist, ich muss jetzt diese jedes Mal wieder neu machen, weil es nicht speichert. Also für was suchen wir jetzt da lang umeinander? Wir scannen mal kurz dein Baby an. Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Feuer. Feuer ist nicht unser Problem. Kannst du sie einfrieren? Die übernehme ich. Schon kaum gesagt.
Ding ist eingefroren. Wir müssen helfen. Okay, ich brauche den. Ich bringe es zu Ende. Victor, schnell Victor. Angriff jetzt! Eieiei. Mutstoß aktivieren. Okay, das schaut zwar nicht ganz so gut aus, aber das ist wurscht. Zeig mal Mut! So, und jetzt Abriss. Stehen und kämpfen! Munition leer. Vorsichtig! Sie ist sogar mit fehlenden Pfeilen gefährdet. Oh Gott, ich hab nichts mehr dabei. Er kämpft für meinen Tod. Schore! Feuer! Oh Gott. Oh, leck. Ich hab keine Munition mehr. Nach diesem Kampf... Los, auf dafür, Wasserchef! Mal sehen, was ich damit machen kann. Oh Gott, das war's schon. Das ist Zeitverschwendung! Sie ist verwundbar! Ihre Begleitung! Hierher! Anvisieren! Stirb! Es kann kämpfen! Kim. Oh, den brauchen wir. Kannst du sie einfrieren? Jetzt wirst du fallen! Bleib stehen! Ist der... Reiß Bin den anfällig! Greif mich an! Alle erledigt. Und jetzt? Zur Kanone. Uff. Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier.
Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Nach dir. Ja, mit dem Babyzahn. Er liegt. Du musst sein Zahn liegen. Der mag jetzt finden. Hey, du hast gut gekämpft. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Die Rebellen und ihre Maschine zu töten. Es war tatsächlich gut, anzugreifen. Glaubst du wirklich, Ja. dieses Ding kann uns helfen? Wir werden es sehen. Eine verwüste Kanone. Haben wir die hat dann auch geschossen. Ja, es geht. Ich weiß zwar nicht, wie es gegangen ist, aber es ist gegangen. Aber ich hätte gern das Bauteil. Das hat er da irgendwo geschossen. Heute Mord. Jetzt dieser Pontenkämmer. Literatur. Na toll. Kanonen kann ich auch schießen. Aber die Dinger nicht mehr. Na. Oh, schade. Ja, man, ich krieg jetzt so einen Zaun. Aber anscheinend habe ich irgendwas anderes gemacht. Aber nicht das. Also, runtergeschossen. Na du Scheiße. So, was gibt's denn da jetzt noch Schönes? Ein Täubchen. Ein Feuerbrüllrücken. Gibt's noch ein paar Sammelsachen? Oder? Was ist Sammeln da? Oh. Hallo, du sitzt da wie vorhin. Oh. Okay. So geht's ja. Na dann. Gut, das da herum hätte man auch nichts genutzt. Rebellen Bibezahn. Ich glaube, das sollte dort nicht sein. Weil das ist nämlich gar nichts. Ah, egal. Hauptsache mir haben liegt. Oh Gott, ich hab's gefunden. Ein Bibezahn, Stoßzahn. Spulen, Konzentrationsschaden. Oh, das ist vielleicht sogar wichtig. Sprengschaden. Sprengmunition, Stoßschaden. Rohstoffe. Bibezahn, Stoßzahn. Wer weiß, wann wir den nächsten Bibezahn sehen. Von dem her ist schon mal gut, dass wir einen haben. Wimhoff, Bibezahn, Zirkulator. Also, ich sag mal so, Teile haben wir gekriegt. Und dann für neue Quests. Sammelobjekte. Ja, mag ich jetzt nicht machen. Maschinen fallen uns doch auch noch ein paar. Bibezahn-Varianten.
Es war ein normaler Babyzahn? Ja, es war Rebellen-Babyzahn. Okay, da gibt's nicht viele Varianten. Sonnenflügel gibt's nur eine. Ich glaube, die sind alle noch so Spitzen-Dinger. Da gibt's noch einen Dornrücken. Langbein haben wir schon alle. Ja. Plünderer gibt's nicht viel. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück zum Bollwerk. Wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das ist ein Lagerfeuer, das speichern wir jetzt noch geschwind. Weil dann habe ich meinen Mutstoß und den ganzen Ding wieder rausgerüstet. Was ich ja nicht mehr gehabt habe. Schneeflocken im Gesicht. Und da ist eine Eule. Nicht der Fahrflowing. Na super. Dann kriegst du nicht einmal was dafür. Ein Dickhornschaf. Braucht kein Mensch nicht. Lagerfeuer? Da drüben kann man wieder so einen Grizzlybären erlegen. Braucht man von denen noch irgendwie was? Vielleicht braucht man ja. Keine Ahnung. Frostklauen Beutelgewebe. Vielleicht braucht man ja das. Nehmen wir mit, wer weiß, wann wir den nächsten sehen. Ja, jetzt Lust dabei. Die Maschine hält Kälte gut aus. Eine Spitzenfrostklaue. Das Beutelgewebe, das muss aber bestehen bleiben. Stark gegen Frost, schwach gegen Feuer, das ist gut. Au, au, au. Verbrennen wir noch mal. Au! Ich bin schockgefrostet und im Wasser. Das ist die schlechteste Kombi, die es gibt. Na Moment, kurz. Nicht genug Ausdauer. Au! Ah, sag einmal. Okay, mit den Spitzenbreitschlund ist Frostklaue ist vielleicht doch nicht so zum Spaßen. Boah, boah! Oh, Leid! Okay. Ich glaube, wir lassen mal Fingern davon. Das ist wohl eine Nummer zu groß. Beutelgewebe wäre zwar schön, aber nicht um jeden Preis. Aber Scanner da, Mann. Schockmunition bringt nicht viel. So. Ha! Eulengabelbein.
Ja, speichern wir gleich noch. Das ist wichtig. Hallo? So, da wir jetzt das erlegt haben, sind wir jetzt schon mal auf einem guten Weg, die Hauptstory-Mission abzuschließen. Ich brauche noch ein paar Heilpflanzen, werden sie mal bauen, aber das passiert nicht. So, bin da. Wer noch? Bitte sehr. Dankeschön. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Kommt sofort. Und? Na los. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiezelle freizulegen. Indem du mit Zielen gedrückt hast. Es klappt! Nichts explodiert. Das wird nicht funktionieren. Na, was für ein Anblick. 2 Kinder spielen Belagern. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Tekote. Noch kannst du Hekaro Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Was hast du getan? Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tekote. Jetzt musst du zu Hekaro. Niemals. Niemals. Wir bauen sie wieder auf. Und zwar sofort. Ihr seid nicht sicher. Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone. Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen. Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein. Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer. Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tekotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gerra, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hekaro. Wir sehen uns zu Kulrut. Gut. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Vielleicht Der sollte ich dort oben zerbrochene nachsehen, ob Himmel es allen gut geht. abgeschlossen. Diese Kaplanen suchen. Gerra. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Mhm. Wenn man schon ein bisschen was braucht an Stuff und so. Also vorher haben wir nicht mehr dabei.
haben die Lehren der 10 vergessen. Tekote sollte wohl besser aufpassen, was er sagt. Niederlagen sind die bittersten Fremde. Lektionen. Der Himmel Kaum Hast du was Neues für mich? Frostbeulen-Kriegerbogen. War das nicht schon? Ah, Kriegerbogen. Nein, haben wir nicht. Kriegerbogen mag ich jetzt nicht so gern. Was Neues? Was Neues? Agilitätsschaden. Beim Fallen oder Gleiten. Nahdistanzschaden. Erhöhte Schaden gegen nahe Feinde 10 Meter oder weniger. Das ist schade. Sehr wenig. Das war interessant. Scharfschuss, Reißschaden plus 100% für den Abschussbogen. Ja, Mann, du gibt's was Neues? Einfach so. Plasma und Schock 12%. Nahkampf-Folgeangriff für begrenzte Zeit. Ist mir das wert? Mehrere Gegner schauen. Wenn ein Angriff mehr als ein Gegner trifft, bringt mir nichts. Ja. Ärgabelbein? Ein Eichhörnchenknochen? Was kann ich kaufen? Mit makellosen Schädeln, die wo man normalerweise so verkauft. Ich verkaufe nur noch die Sachen da. Und da nicht einmal gewiss, wenn ich es brauche, dann verkaufe ich es. Ich verkaufe jetzt bald gar nichts mehr. Wir handeln. Jetzt muss ich aber eingabeln. Warum eingabeln? Was magst du eingabeln? Brüllrücken brauchen wir. Schnappmaulbeutelgewebe. Also der ist schon mal gut für den Abriss. Bauteilabriss plus 10%. Nehmen wir mit. Schnappmaulbeutelgewebe und ein Brüllrückenbeutelgewebe. Schnappmaulzirkulator, Panzerschnapper, Panzerbolzen. Ach, reiz. 6 Stück. Das ist Wahnsinns. Egal. Okay. Rollrücken, Hammerschweif. Ja. Und da ist diese Sachen, da werden wir noch lang drauf hin arbeiten. Kletterkieferschweif Staubwedel. Ja, genau. So, right. Beutel braucht man Sachen, die wo man nicht kaufen können, denke ich mir. Genau. Okidoki, Vorräte. Wo sind Vorräte? Ja, ein Outfit. Da sind Vorräte. Einmal auffüllen, bitte. Braucht man nicht lästiges Sammeln und so weiter. Haben wir das 2? Metallknochen? Explosiver Schlamm und so? Na egal. Sachen kann man auch verkaufen. Was tue ich mit 27 Heiltränke? Ich nutze nicht einmal. Das ist Die Fremde hat es uns gezeigt. Wir müssen zur Kuh. So, neue Quest. auf dem Platz trainieren sehen. Schauen wir einfach um, wo wir so finden. Meine Klinge muss schneller Wenn wir unsere Ehre für Ehre wiederherstellen wollen. Bist du Kaplanin Gera? Kotalo sagte, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Dreist, Mauerbrecherin. Tekote ist stolz, unter dem Staub des Bollwerks zu begraben. Ich hab nur... Ganz ruhig. Viele im Clan stimmen dir zu. Und Marschall Kotalo hat dich zu Recht zu mir geschickt. Da ist etwas, bei dem du helfen kannst. Ein paar Soldaten sind ihm zur Gesandtschaft in Fahrlicht gefolgt, entgegen Tekotes Befehlen. Ja, ich weiß, dass Kotalo zuletzt ankam, mit nur wenigen Vertretern des Himmelsclans.
Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tekote sie zu einem alten Wachturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten, Tekote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Ein paar Soldaten zurückzurufen, um Tekote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geh zu den Kalten Kaupen, einem Flussgebiet im Westen. Der Wachturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Kiva, der Truppführerin. Viel Glück. Aktion und Reaktion. Begib dich zum Wachturm. Demeter. Begib dich zum Gedenkhain? Okay. Jetzt nehmen wir die 3 Aufgaben noch und dann mit der Story weiter. Ja, eine Patrouille fand ihn zufällig vor ein paar Tagen. Die Fremde hat es uns gezeigt. Mein Bruder wird es schaffen. Fremde. Also da Genau oben. das, was du brauchst. Eine Runde Sprite spielen. Okay. Übrigens. Was ist hier los? Die Mauerbrecherin. Jackers Bruder ist auf Selbstmordmission. Er schafft den Aufstieg. Ich weiß es. Wohl kaum. Mein Bruder Pento ist zum Marsch der 10 aufgebrochen. Für das Soldatenzeichen. Sie müssten längst fertig sein. Aber er ist noch nicht zurück. Jacker, Litaka, los zum Training. Dein Bruder hätte bei seinen Putzlappen bleiben sollen. Würdest du mal beim Marsch nachsehen? Der Truppführer würde mich umbringen, wenn ich gehe. Und es soll niemand glauben, dass ich meinem Bruder den Aufstieg nicht zutraue. Denn das stimmt nicht. Verstehe. Der Weg ist deutlich markiert. Gleich am Wasserfall westlich von hier. Wenn ich hinkomme, werde ich nachsehen. Vielen Dank. Nicht trödeln, Soldatin. Ich komme, ich komme. Pento, sei bitte in Sicherheit. Begib dich zum Anfang des Aufstiegs. Das ist auch da drüben. Stolperdrahtbeutel Eulenfedern. Okay, der ist dort oben. Ich werde jetzt noch nicht in der Gegend umeinander geiern. So. Ob ich gerade im Moment nicht nerven Müssten wir dazu, nur dass nicht ich da in jetzt voller Rüstung trainieren. noch weiter Nicht suche. jammern, sondern klettern, Jacker. Ja, Sir. Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich nicht einmal da in das Gebiet fahren, aber ich habe von der Story her aus her müssen. Also haben wir natürlich hergegangen, aber. Naja. Darf ich fragen, worüber ihr streitet? Seriva lässt nicht locker. Sie besteht darauf, dass Kameradin Ferika auf den Flügeln der 10 flog. Doch ich sage, sich an einen Sturmvogel zu hängen, ist nicht dasselbe. Eine Tinakt ritt einen Sturmvogel? Sie ging hoch in die Luft. Aber reiten ist zu viel gesagt. Ha, du gibst es zu. Ihr redet über sie, als ob sie nicht mehr unter uns ist. Ist sie nicht. Als sie sich an der Maschine festhielt, ist sie mit ihr auf den Berggipfel geflogen. Der Sturmvogel kreist noch um den Gipfel. Doch Ferika ist fort. Traurig, so zu sterben. Das stimmt. Wenn nur jemand die Bergspitze erreichen könnte. Eine gute Soldatin mit entsprechender Rüstung. Da oben hilft sie auch niemandem. Ich bin recht gut im Klettern. Kein Zweifel. Aber wenn du nicht wie Ferika darauf willst, gibt es keinen wirklichen Weg da hoch. Noch. Der Schneefall ist stark. Der erste Flug. Bis die Flügel der 10 abgeschlossen ist. 6, das kann man sowieso nicht machen. Also von dem her ist egal. Genau, das ist eine Spitzenfrostklaue. Also der andere. Ab auf den Vogel. Ja. Überbrücken nicht möglich. Der ist schwach gegen Schock und der ist nicht schwach gegen Schock. Sind halt auch wesentlich unterschiedlich von der Stufe her. Das ist Stufe 24, das haben wir geschafft. Das ist Stufe 38. Also, das ist ein kleiner Unterschied.
Gut, dann einmal Lagerfeuer. Die Fremde hat es uns gezeigt. Wir müssen zur Coolroom. Speichern und schnell reisen. Weil dann lassen wir das da herum. Fürs Erste. Kann man zwar da die Drohne noch holen, da das, den Unterschlupf. Aber ich sage mal, wir können sowieso noch mehr in die Gegend. Also gehen wir jetzt auf zuerst da oben. Den Langhals kann ich ja leider nicht machen, den hätte ich so gern gemacht. Und da war noch Gemini, das können wir auch nicht machen. Wobei wir da die Dinge machen müssen. Aber wir reisen jetzt erst einmal dahin. Und gehen wir weiter mit der Hauptstory, weil die habe ich jetzt mal abgeschlossen, beziehungsweise nicht mehr abgeschlossen, abgebrochen. Weil wir in Babyzahn nicht erlegen können haben, so schnell wie ich das gern gehabt hätte, wollen, tun würde. Also machen wir jetzt Hauptstory weiter, da wo ich das letzte Mal weiter tun wollte. Weil das ist eigentlich auch der Grund, warum das wir heute weiterspielen. Und nicht erst am Wochenende wieder. Was übrigens durchaus wieder der Fall sein werden könnte, dass ich am Wochenende wieder Horizon stream. Maybe that could be interesting. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Das finde ich toll. Der Gedenk. Ein hätte wäre wenn. Die Coolroute sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Äther. Ja. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena. Hinter dem Thron. Ja, formlos spielt mir überhaupt nicht in meine Karten. Ich weiß. Aber das hilft nicht. Gibt so viele Datenpunkte, aber nichts wird vorgelesen. Selber lesen muss ich es auch nicht. Hier geht es wohl zur Arena. Man kommt nicht überhaupt formlos. Das ist noch ein Datenpunkt. Freiluftausstellung. Das sind so Hintergrundinformationen, die wo Ein nicht weiterer Teil der zwingend Ruinen. Zu einem Kampfring notwendig umgebaut. sind. Das könnte nützlich sein. Die Nacktmarschallin. Schaut cool aus. Schwere Waffe plus Tarnabriss plus. Nix gegen die Nacktscharmützlerin. Aber geschickt haben wir sowas gekriegt. Guten Tag. Qualifying am Samstag um 4 und das Rennen am Sonntag um 4. Ja, das passt doch. Wenn ich um 10 Uhr wieder anfangen hat, ist es leicht. Ah, perfekt. Also so spät, wenn die Rennen nicht mehr warten. Top. Aloy, du hast Berge bewegt, um den Himmelsclan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tekote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Coolroute bevor. Einige nehmen teil, andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur 2 wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Coolroute mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschälle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht,
Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Der Hain, die Arena, alles Teil desselben alten Gebäudes? Ja. Hier erinnert sich das Land an die Opfer der 10. Ihre Taten werden nie vergessen werden. Welche Opfer? Laut der Vision gaben sie dort unten ihr Leben in einem Kampf gegen Maschinen. Wir ehren sie, indem wir dort die Kulrut abhalten. Was genau ist die Kulrut? Wo die Clans sich einst bekämpften, kämpfen wir nun vereint. Gegen die Maschinen. Das ist mein Gesetz in Form der Kulrut. Jeder Clan muss Kämpfer schicken, wenn ich zu dem Ritual aufrufe. Die Herausforderer kämpfen dann in einem Urteilskampf gegen Maschinen in der Arena. Jene, die sich hervortun, werden Marschälle und halten als Friedenswächter den Stamm zusammen. Du nennst sie Friedenswächter, doch die Marschälle bei der Gesandtschaft waren Krieger. Krieger ja, doch mehr. Sie entsagen dem Clan ihrer Geburt und verpflichten sich der Ordnung und dem Frieden. Sie vollstrecken mein Gesetz. Sie regeln Dispute und vertreten die Tenakt bei Stammesverhandlungen. Ohne sie kann ich nicht herrschen. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt. Die Verteidigung hält schon. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der 10. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Natürlich. Begib dich zur Nordbarrikade. Mögen deine Feinde fallen. Diese Kulrut ehrt die gefallenen Marschälle. Kein Brauchen bestimmt neue. Es braucht mehr als Mut. Regala soll sich den neuen Marschällen stellen. Das ist eine Zeremonie, keine Du erlebst hier Unterhaltung. Geschichte, Wir Fremd. müssen gegen Regala Wüstenwettkämpfer standhaft wirken eher prahlerisch als geschickt. Da ist Tekote. Hallo. Schlägern, klar. Das war gewalttätig. Unsere Klingen kämpfen gemeinsam. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Möge deine Klinge strahlen. So ist. Ehre Schon right. Warum tut sie sowas? Ich möchte jetzt nichts sagen, aber ich glaube, der Alena können wir auch noch kämpfen. So right. Okay, Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Grabens sein. So, sollte man noch Pfeile herstellen. Vielleicht hätte ich doch noch erfüllen sollen. Aber egal. Ich hab keinen Zünder mehr. Oh. Okay, dann gibt's keine Abrisspfeile. Aber egal. Decker ist dort oben. Wie komme ich da hin? Schau mal. Wo haben wir eigentlich? Da herüben. Da ist Arena. Warum umständlich, wenn man die Leute auch nicht mehr kann?
Die Maschinen müssen weg. Denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulrut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regalla hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich. Tenakt! Die Kulrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lass die Beute los! Kämpfer! Tretet vor! Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der 10. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm. Wehrt sie ab! Verteidigt natürlich! Die Kulrut. Dann muss man den Großen da. Ja, so gleich, oder? Au, au, au. Oh Gott, Flughorn. Den nächsten kriegst du. Geben. Für den Großen auf zuerst. Au! Gehst du auf, du kleiner Verwüster? For life! Ja, genau. Du mir. Gibt's noch mehr? Hallo, was bist denn du da?
Guck deinen Schwanz rum. Okay, ich glaube, ich hab's nicht geschafft. Haben wir noch Waffen oder so? Die Waffe und fang an zu feuern. Das sind doch nicht alle. Da. Bestimmt der Babyzahn. Was ist das? Ich weiß nicht. Oder Schlängelzahn. Los, aus dem Weg! Haltet die Stellung! Los! Oder schlimmer. Natürlich. Los, schnell zur Waffe! Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du! Hey! Genau, hier drüben, du Riesenwurm! Du Riesenwurm! Das Ding vernichten und Regala einholen. Ah, Hoffentlich feuern diese Nacht ein paar Schüsse aus der... Schlängelzahn. Ah, so, jetzt muss ich da ganz kurz was erledigen. Ist da. Okidoki. Hat man erledigt. So. Ist schwach gegen Frost, Feuer und Plasma. Das ist gut, weil Frost haben wir. Hauptupgrade-Stoff ist dies. Wird zerstört, wenn getötet. Bauteil wird zerstört, wenn es nicht entfernt wird. Schlängelzahn ehrt Maulzahn. Okay, das ist... Okay. Balliste. Frost. Au, au, au. Au, leck. Bin auf Position. Runter mit dem Teil. Wo muss ich denn hier nehmen? Die ist zu nah. Weg noch über der Balliste. Behalte es im Visier.
Oh, keine Munition mehr, das gibt's ja nicht. Au! Oh, Blut, was tut da das drum? Nachladen! Ich habe kein gutes Schussfeld. Die Maschine muss weg von der Balliste. Behalte es im Visier. Die Maschine ist zu nah. Kann nicht schießen. Au, au, au! Überschild, 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 bitte. Dich brauche ich. Ich muss das anders machen. Wer hat gesessen? Durchhalten, Streiterin! Wir laden nach! Es ist egal, wo sie tut, es trifft. Das war nicht! Boah. Wer hat gesessen? Durchhalten, Streiterin! Wir laden nach! Oh, ich muss jetzt schon das Teil holen. Behalte es im Visier! War immer ich das schon wieder hingeschossen habe. Ich glaube, ich hab's. Ja. Warum sagt, dass du da rum darfst? Du bist fällig! Nachladen! Was ist jetzt los? Okay, das war's. Endlich. Ich hasse die Dinger. Regalas sind Hikaru und Kotallo her. Ich muss zu ihnen. Wow! Frostverteidigung, Tarnschaden. Das ist gut. Kristallgeflecht, leuchtender Hirnstamm. Geschwind mal ein wenig auffreshen. Gut, da wir wenigstens eins von die Dinge abgeschossen haben. Was sagt mich da? Ah! Okay, ich komme nicht so weit. Egal. Müssen wir schauen, dass wir da raufkommen, unbedingt. So, ab nach oben. Schlängelzaun, locker easy besiegt.
So locker easy war es zwar nicht, wie es ausgeschaut hat, aber es war locker easy. Streiterin, geh zum Häuptling! Halte Duft! Verfolgt eure Ziele! Ja, okay, dann kann ich nicht helfen. So lang, oder? Kotallo! Ja. Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hekarro hält, wird vernichtet. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh. Und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der 10. Hier ist es. Äther ist unten. Ab nach Äther. Ab zu Äther. Puh, Auftrag erledigt. War schlimmer als gedacht. Erst der Babyzahn. Dann die ganzen Rebellen. Und jetzt der Schlängelzahn. Also, irgendwie haben wir die Mission einfacher vorgestellt. Ja, ich muss ein paar Maschinen erlegen und dann bin ich drin. Naja. Immerhin haben wir jetzt drin. Dann können wir Äther zurück zu Gaia führen. Da. Die Konsole. Was siehst du? Herkens, was zur Hölle? Ist das wichtig? Schauen wir mal. Schaut nicht so aus. Hört. Hallo Äther. Na los, Äther. Zeit nach Hause zu gehen. Ja. Ja.
Elizabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Äther-Unterfunktion wieder her. Okay. Und jetzt zurück damit zu Gaia. Ah, okay. Wenn du so ist, über. Da bin ich gar nicht oben. Da bin ich oben. Gut, dann porten wir uns zurück zu Gaia und bringen wir ihr Äther. Da haben wir doch bestimmt irgendwo Lagerfeuer. Nicht? Okay, dann gehen wir aus. Mein, was soll der Geiz? Die Visionen im Hain haben sich verändert. Ja. Die Worte der 10 leuchten uns jetzt ein. Oh! Das muss die Vision sein, die Häuptling Hekarro vor Jahren sah. Die Visionen im Hain sehen jetzt anders aus. Diese erschien gerade. Steckst du dahinter? Veränderte Visionen. Die hier hat Häuptling Hekarro inspiriert. Noch mehr Zeugnisse der Alten? Hört nun die Worte, die ein Volk wieder vereinten. Nach den tragischen Ereignissen des Krieges trat Anne Faraday, die treibende Kraft hinter den Versöhnungsversuchen, vor eine Nation, die Hoffnung brauchte. Die Zukunft, durch die Linse der letzten Zeit betrachtet, macht uns Angst. Kriege gegen Maschinen. Essen und Wasser sind knapp. Stürme, die uns vertreiben. Aber wahrer Mut bedeutet, sich diesen Ängsten mit Überzeugung zu stellen. Ich leite diese Friedenseinsätze mit tapferen Männern und Frauen, Marschällen des neuen Südwestens. Und ich bin überzeugter denn je, dass wir für ein gemeinsames Ziel alles schaffen können. Mit mir, mit uns gemeinsam, schafft ihr so eine Nation und eine Welt ohne Not und Krieg. Melde mich zum Dienst, Kommandantin. Ich begleite dich. Aber Hekarro braucht dich. Dank dir hat er neue Marschälle. Und gute Argumente für die Clans. Also kämpfe ich für deine Mission. Widme ihr das, was ich noch geben kann. Das ist meine Wahl. Wie könnte ich dazu Nein sagen? So. Da will jemand zu uns stoßen. Hol ihn in den Ausläufern ab und begleite ihn dann den Rest des Wegs. Mach ich, Aloy. Geh in die Berge, westlich von Rheinklang. Eine Freundin erwartet dich am Aufstieg. Ich stoße später dazu. Eine Freundin von dir? Das wird interessant. Gut, ich muss Aether zurück zu Gaia bringen. Durch Aethers Entnahme haben sich die anderen Hologramme verändert. Das könnte ich mir anschauen.
Ist das nicht schön? Wir kriegen mal noch einen dazu. Regalla wird den Hain nicht bekommen. Nur ein Abzeichen und er meint, er könnte das. Sehen Sie die JTF-10 bei einer Geheimoperation tief im Regenwald. Sowohl in der Heimat als auch im Ausland schützte die JTF-10 für den Aufstand wichtige Positionen. Tief im Dschungel, inmitten von Schlamm und Dunkelheit, stellten sie ihren Feinden Fallen. Ah, die haben das repariert. Delta Juliet 9, Feuer frei zum Angriff auf den Schwarm. Weidmanns Heim. Ja, wahrscheinlich. Dass den neuen Marshall nicht das... Ich hab meinen eigenen Retterstamm. Wir haben Regalla einmal abgewehrt. Das schaffen wir wieder. Letzte Schlacht gegen Dann nennen wir dann Faulixer. Nicht Tenack, sondern Faulixer. Na, keine Ahnung. Im Feld oder in der Freizeit. Der Schaut's aus. Einsatzverband 10 war eine Einheit. Angeführt von Oberst Edward de la Hoya waren ihre Körper und Waffen stets kampfbereit. Soll die Arena Essen, erobert haben. Tinte, Und ich hab's verpasst. Schmerz. Ich hatte Waffen. Diese Wagemutigen des Das Himmels hast du mal teilten kurz Zeit. alles. Das war vielleicht ein Kampf? Warte, du warst dort? Blut der 10 Aloy. Regalla abgewehrt. Die Wahrheit der Visionen enthüllt. Deine Haut reicht nicht, um all deine Taten zu verewigen. Dann müssen wir sie uns einfach merken. Tja, dank dir lebt der Häuptling noch. Und es gibt Hoffnung. Doch deshalb wollte ich dich nicht sprechen. Ich habe eine Bitte. Eine persönliche. Mein Enkel, Caveau. Er war nicht unter den Toten. Das heißt, er muss noch immer bei Regallas restlichen Truppen sein. Er wurde gefangen genommen. Nein. Er trat freiwillig bei. Wie viele junge Soldaten, die sich durch große Taten hervortun wollen. Ich muss ihn suchen, ihn überzeugen, heimzukehren. Häuptling Hekarro kann für so etwas keine Soldaten entbehren und so stehe ich alleine da. Es sei denn, du würdest mir helfen. Es ist viel verlangt nach all dem, was du für uns getan hast. Aber Caveau ist der Letzte meines Blutes. Wieso macht Caveau bei Regallas Rebellion mit? Für einige bedeutet Regalla eine Chance auf Rache an den Karja. Während der Roten Raubzüge war es schwer, die Clans bei Fahrlicht zu stoppen. Viele wollten die Karja bis nach Meridian verfolgen. Also sahen sie Regallas Angriff auf die Gesandtschaft als Kampfaufruf? Ja, doch andere, vor allem die Jüngeren, suchen nur den Ruhm, den sie sich von der Jagd auf einen alten Feind versprechen. Bei Caveau war es wahrscheinlich beides. Und dazu noch der jugendliche Wunsch nach einem höheren Ziel. Gegen meine Mahnungen war er taub. Wenn Caveau schon damals nicht auf dich gehört hat, wieso sollte er es jetzt tun? Caveau war zu jung für die Roten Raubzüge. Krieg war ihm völlig fremd. Doch jetzt kennt er sicher das Leid, das er mit sich bringt. Er wird zuhören. Er muss. Ich muss ihn nur finden, bevor es zu spät ist. Und Caveau ist dein letzter lebender Verwandter? Ja. Vor Häuptling Hekarro kämpften die Clans fortwährend miteinander. In jeder Schlacht fiel wieder ein Kamerad. Nach und nach begrub ich meine Kinder. Und dann deren Kinder. Mein Beileid. Ich wollte meine Trauer auf dem Schlachtfeld loswerden, fand jedoch nie Trost dort. Nur in der Weisheit der Visionen. Und dennoch konnte ich Caveau nicht davon abhalten, dem Weg des Blutes zu folgen. Wenn Caveau Regallas Rebellion freiwillig beitrat, wird Hekarro ihn zurück in den Stamm lassen? Der Häuptling kennt den Wert der Gnade und den Preis endlosen Blutvergießens. Ich mache mir mehr Sorgen um den Rest des Stamms. Einen Verräter werden sie nicht so schnell akzeptieren. Selbst mit meiner Hilfe wird es nicht einfach. Du musst es versuchen. Ich helfe dir mit deinem Enkel, wenn ich kann. Wo fangen wir an?
Laut unseren Spähern verließ Kavos Trupp kürzlich einen von Regalas Außenposten in den Hügeln im Süden. Der Trupp kehrte nicht zurück, doch die Späher entdeckten auch noch eine der unseren, die dort gefangen gehalten wurde. Dann beginnen wir am Außenposten. Befreien die Gefangene und vielleicht weiß sie, wo Kavos Trupp ist. Brechen wir auf? Ich muss erst noch etwas anderes erledigen. Wir treffen uns dort. Ich warte auf dem Hügelkamm südöstlich des Hains. Zum Außenposten gehen wir dann gemeinsam. Bis dahin, viel Erfolg. Ich muss nur zu der Geier. Blut für Blut. Wo ist denn das wieder? Also es gibt definitiv Nebenmissionen wie Sand am Meer. Okay, das ist am Hügelkamm. Der ist jetzt nicht so weit weg. So voll Nebenquests. Das teufel der hat. Mir wird ganz schlecht. So eine Verschwendung. Weißt du, was Verschwendung ist? Dass wir sie nicht zurück in den Und schlimm ist, du heraus, die ist auch noch ohne. Da ist sie. Fragen wir sie. Der Stamm hat schon so viel von ihr verlangt. Streiterin, wir müssen uns auf deine Stärke und Großzügigkeit verlassen. Sag ihr einfach, was los ist, Duka. Der Stamm braucht die Arena. Nur mit ihrer Hilfe bekommen wir sie wieder auf. Ihr braucht die Arena? Aber die Kulrut ist vorbei. Das stimmt. Doch wir benutzen die Arena, um die Moral des Stammes zu heben. Wir nutzen sie zum Training. Wir treiben Maschinen rein, sodass die Soldaten in kontrolliertem Rahmen das Töten erleben können. Und das hebt natürlich die Moral. Häuptling Hekarro lässt uns die Arena nicht öffnen, bis die Balliste, die das Feld schützt, repariert ist. Wir brauchen sie, falls eine Maschine Amok läuft. Während der Kulrut wurde sie beschädigt. Die Teile, die wir brauchen, sind schwer zu finden. Ihr wollt, dass ich Maschinen jage und euch ihre Teile bringe? Wir fragen dich, da jeder Trupp im Hain in Alarmbereitschaft ist. Für den Auftrag gibt es aber auch Vergütung. Stimmt's, Kalla? Natürlich. Wenn die Arena wieder öffnet, wäre ich geehrt, dich zum Wettkampf einzuladen. Es wird eine große Vielfalt an Maschinen geben. Und es gibt Preise für dich, wenn du gewinnst. Nicht nur in der Arena, sondern auch für Medaillen aus den Jagdgebieten. Die kannst du für die beste Ausrüstung des Stammes eintauschen. Die Balliste reparieren wir mit einer Sehne von einem Rollrücken und Dornrückenstoßzähnen. Diese Maschinen wurden nahe eines Lagerfeuers im Südosten gesehen. Wenn du sie hast, bring mir die Teile zum Schlund der Arena, im Nordosten des Hains. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Eine Sache noch, wenn du wieder in die Wildnis gehst. Ich habe einen Auftrag, hat mit der Moral der Soldaten zu tun. Einen bedauerlichen. Jeder Tenakt-Soldat hat eine Marke mit seinem Truppensymbol. Rebellen haben die Marken von ihren Opfern gesammelt. Diese Marken findest du an Außenposten des Feindes. Bring sie zu mir, wenn du sie hast. Ich sorge dafür, dass sie die Kameraden und Liebsten der Soldaten bekommen. Solch Bestätigung kann manchmal die Trauer lindern. Und es gibt Prämien, falls dich das interessiert. Ich habe schon ein paar Marken gefunden. Ich habe nichts hier, um dich zu bezahlen. Bring sie mir zum Schlund der Arena, wenn du kannst. Danke dir, Streiterin. Und bitte, vergiss nicht die Teile für die Balliste. Eröffnung der Arena. Begib dich zur Rollrückenposition und Dornrückenstoßzähne. Haben wir schon. Ich habe 4 Fähigkeitspunkte schon wieder. Wie viel Stoßzähne? Oh, 4. Ja, da kann man 2 leicht abgeben. Ich hätte ja wirklich Bock auf Arena. Muss ich ja wirklich sagen. Enthält Äther. Ivira? Okay. Datenpunkte. Mal, oder? Haben wir auch schon einige. Gut, das ist halt. Auf der Welt gibt es halt wieder so viel, das wo wahnsinnig ist. Ja. Suchen wir. Rollrückenposition ist wo? Da ist eine Rollrückenposition, deswegen sage ich es nicht, weil es da unter ist. Sonnenflügelareal. Ja, Leid.
Ich wollte eigentlich nur zurück. Zu Gaia. Ich muss Richtung Südosten, um diesen Rollrücken zu finden. Ich habe schon genug Dornrückenstoß. Zähne. In die Basis reisen. Dann gehen wir Gaia Äther zurück und dann müssen sie eigentlich, ich glaube, die Atmosphäre oder es wieder ändern. Irgendwie sowas macht Äther. Ich habe es schon wieder vergessen. Das sind so viele Sachen, die wo. Ich weiß, dass die Unterfunktionen das und alles machen, aber wer genau was macht, habe ich keine Ahnung. Ich kann mir es vor mir auf das auch nochmal nicht merken. Schlimm. Ich weiß. Brr. Warum muss ich jetzt da wieder zurückkraxeln? Wie findest du dieses Mal, Schnei? Na egal, war ja nicht weit. Unbekannt in 75 Metern. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Meinst du so? Oh! Du schwingst keinen Hammer, Elend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind nun mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab sie gesehen. Aloy hat sie im Norden gefunden. Hab ich dich. Das nennt man Concussion Beat Party oder so. Das nenne ich Musik. Aloy! Alan, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Jeder Same wächst in seinem eigenen Tempo. Was nicht heißt, dass er nie blüht. Dein Tenakt-Freund ist angekommen. Kotallo. Ich habe gehört, ihre Krieger trinken Blut. Du solltest wachsam sein. Ich denke, er hat in seinem Leben genug Blut gesehen. Ich habe ihm eins der Zimmer gegeben. Er scheint Wert auf Privatsphäre zu legen. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, habe ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Okay. Oh, ich habe Talana deine Nachricht überbracht. Sie wollte zum Osseram-Lager, das ihr beide gesucht habt. Im Südwesten. Macht dein Fokus wieder Probleme? Schon okay. Wow, hier erwacht langsam alles zum Leben. Ja, und Gaia hat alle Daten, die sie in deinem Fokus hat, in diesem Archiv platziert. Mit den Fokussen von dir können wir beliebig darauf zugreifen. Du weißt schon, lernen und trainieren. Und wenn du uns brauchst, werden wir an deiner Seite kämpfen. Okay. Danke, Val. Wie läuft das Training mit So? Wir trainieren wirklich. Meistens. Sie liest Glyphen bereits schneller als ich. Ich wäre ein Narr, die Hilfe auszuschlagen. Natürlich. Ich lag wohl falsch bei den Zeniths.
Ihr Schiff explodierte nicht auf dem Weg nach Sirius, wie alle dachten. Sie logen, als sie von einer besseren Zukunft in ihrer Startanlage sprachen. Sie logen wohl auch über das Schicksal ihres Schiffs. Und trotzdem, ein Stamm, der sich unter den Sternen niederlässt. Ich konnte ihre Schilde nicht mal zerkratzen, Val. Ein Zenith hätte mich fast umgebracht. Das hielt dich nicht ab, Gaia wiederzuerwecken. Es wird uns nicht aufhalten, Hephaestus gegen sie zu nutzen. Hoffen wir, dass das reicht. Liest ihr etwas da drüben? Wir sind alle Protokolle durchgegangen, die du im Nora-Gebiet gesammelt hast. Und im Berg der Urmutter. Schwer vorzustellen, dass meine Vorfahren darin eingesperrt waren. Ohne dass sie das Wissen von Apollo leiten konnte. Dank Ted Pharaoh. Ja, wie es sich wohl angefühlt hat, als sie endlich frei waren. Die Welt kam ihnen sicher wunderschön vor. Oder angsteinflößend. Sie waren fast noch Kinder. Und wurden zu einem eigenen Stamm. Du hast wohl mit Kotallo gesprochen. Ich wollte meinen Respekt für jene zeigen, die beim Überfall auf die Gesandtschaft fielen. Ich sagte, ich hätte noch niemand gesehen, der sich so auf eine Maschine gestürzt hat. Er meinte, Krieger sollten nicht für die Erfüllung ihrer Pflicht verehrt werden. Ich dachte schon, ich rede mit meiner Mutter. Hätte nie gedacht, dass ein Tenakt und eine Kriegsherrin der Nora so viel gemeinsam haben. Ich schätze, Talana ist nicht lang geblieben. Genau so ist es. Was diese Amadis wohl getan hat, um sie derart zu beeindrucken? Was immer es war, sie hat's mir nicht gesagt. Muss eine ziemliche Geschichte sein. Sie wird's uns erzählen, wenn sie bereit ist. Und wie läuft's mit den Fokussen? Wir haben alle noch unsere Probleme. Erend flucht definitiv am meisten. Aber ich hoffe, die Sturheit der Osseram siegt. Wie läuft's denn so? Sie sammeln noch Eindrücke. Bis jetzt hat keiner die Nerven verloren. Könnt ihr das vorhalten, wenn ich weg bin? Wenn Erend diese gleiche Musik nicht immer und immer wieder hört, vielleicht. Wir kommen klar. Val mag wohl seine Trainingspartnerin. Lernen kann man am besten gemeinsam. Warst du mal wieder in Reinklang? Ich habe daran gedacht, aber ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Dem Chor bin ich bereits ein Dorn im Auge. Wüssten sie, was wir mit Fa, selbst wenn sie es verstünden, könnten sie nur wenig begreifen von all dem. Nein, ich muss den Stamm vorerst zurücklassen. Okay, es gibt definitiv zu viel. Hat Gaia dir etwas über die Zeniths erzählt? Das hat sie. Obwohl es nicht gerade einfach zu glauben war. Dass Orte unter den Sternen sind, wo das Leben ähnlich erblühen kann wie hier. Das macht's einen selbst klein und herzzerreißend, dass solches Leben entschlossen ist, unseres zu vernichten. Klingt, als wärst du meiner Freundin Talana begegnet. Ja, die Kaja-Jägerin. So eine Ausrüstung habe ich seit den Roten Raubzügen nicht gesehen. Aber Val hat mir gesagt, dass sie auch unter dem verrückten König gelitten hat. Ja, sie ist eine von den Guten. Glaub mir. Hast du mit Kotallo gesprochen? Ein paar Worte. Tenakt können mit uns Fremden nicht viel anfangen. Du musst ihn sehr beeindruckt haben, dass er dir seine Treue geschworen hat. Du hast also mit Gaia geredet? Ja, sie war so nett, ein wenig von der Geschichte der Alten zu berichten. So wie ihres Untergangs und der heldenhaften Taten ihrer Schöpferin Elizabeth Sobeck. Ich war überrascht zu sehen, dass sie du war. Gestorben und wiedergeboren. Ich kann nicht behaupten, es zu verstehen. Ich nehme an, du hast schon Erend kennengelernt? Natürlich. Jeder Freund von Val ist auch mein Freund. In diesem Fall ein sehr lauter Freund. Was hast du vor?
Gaia war so freundlich, mir eine Liste mit Glyphen der Alten zusammenzustellen. Sie half mir dabei, ein paar der Daten von dir zu entschlüsseln und zeigte mir, wie man den Fokus als Hilfe benutzt. Es ist nicht einfach, aber es funktioniert. Schön zu hören. Du hast dich eingewöhnt. Gaia sagte, dieser Ort wurde für uns erbaut, damit wir die Kontrolle über unser Land zurückerhalten. Mit ihrem Terraforming-System. Es pflegen, wie die Landgötter es mit den Feldern in Reinklang tun. Es scheint mir seltsam, dass ein Ort des Lebens derart voll ist von Metall. Gut, ich sollte aufbrechen. Ich sollte wohl weiter trainieren. Hey, Hey, hübsch hier. also, ich habe das nicht gebaut oder so. Stimmt. Ich verstehe, warum du gezweifelt hast, ob du uns mitbringen solltest. Es ist alles etwas viel. Aber keine Angst. Ich komme schon klar. Gut. Du weißt schon, womit wir es zu tun haben, oder? Als Val mir das erste Mal erzählt hat, dass sie von den Sternen kommen, dachte ich, er hätte zu viele von diesen heilenden Beeren eingeworfen. Aber dank dir habe ich mich an den Anblick von Unmöglichem gewöhnt. Ich wünschte nur, sie wollten uns nicht immer umbringen. Ja, geht mir genauso. Gewöhnst du dich gut ein? Val hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsam ist. Keine Ahnung, warum er so nervös ist, wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Utaro-Freundin. Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass Avad was dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe. Du hast unseren neuen Tenakt-Freund getroffen. Er ist ruhig. Ich dachte, sein Volk bestünde aus blutrünstigen Irren. Du solltest nicht alles glauben, was du hörst. Ja. Also wenn du ihm vertraust, tue ich das auch. Talana ist in die Basis gekommen? Eher dran vorbeigekommen. Ich hatte gehofft, sie würde auf einen Drink bleiben. Einzige witzige Kaja, die ich kenne. Aber sie hatte wohl andere Dinge zu tun. Immer nur ein Stringer denken. Val hat dir also einen Fokus gegeben. An mir sieht er nicht so gut aus, aber bei der Schmiede, was ich alles gesehen habe. Sicher, auch viel Schlimmes, weißt du? Das Ende der alten Welt und so. Ich versuche immer noch, das alles zu kapieren, aber ich habe nie ganz verstanden, wie du meine Schwester im Sonnenreich gefunden hast. Jetzt verstehe ich es. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich könnte nützlich sein. Weißt du? Es braucht seine Zeit, aber ja. Ich muss gehen. Dann kann ich ja weiterlesen. Also die haben definitiv noch eher ein Problemchen mit Technik und so. Hat irgendwer meine Maschinenstreitfiguren gesehen? Wieso guckst du nicht im Lager? Unbekannt. Ha, hier scheint jemand umgeräumt zu haben. Aloy, Gaia und nicht Aloy. Wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Ein Gutschein. Das ist das Wegerecht, das Verschaf mir bei der Gesandtschaft gab. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Ich glaube, er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Mein alter Speer. Rust hat ihn mir gebaut, als mein Training beendet war. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Ist vielleicht da.
Ich trage Elizabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Ja. Ha! Schau her, hab mein eigenes Zimmer. So. Fabrikationsterminal, unbekannte Werkbank. Exit. Treppe. Na, Erend, der mag dich nicht umbringen. Tu dich nicht an. Der Raum sieht jetzt anders aus. Warst du das, Gaia? Ja, ich habe die Displays umfunktioniert. Du kannst jetzt die Brutstätten verfolgen, von denen du Daten hast. Aha. Schauen wir mit Werkbank, ich glaube, wir haben nichts Neues mehr. Ich glaube, das haben wir eh noch alles gemacht, ja, genau. Und sicher, was wir vielleicht da kannten. Das Fabrikationsding machen. Flughornüberbrückung, Flughornhorn und Primärnerv. Natürlich haben wir den nicht. Okay, da gibt es da ein paar Sachen zum Überbrücken. Hallo Kotalo. Aloy. Schön, dich zu sehen. Ich schätze, du hast eine Menge Fragen? Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigten mir die Vision, die du hier aufbewahrst. Gaia. Und gaben mir diesen Fokus. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na dann, willkommen im Team. Was hat Häuptling Hekarro gesagt, als du ihm sagtest, dass du zu mir stößt? Du hast beim Hain Rebellenblut vergossen und geholfen, die Clans zu einen. Viel mehr musste nicht gesagt werden. Er hat es verstanden. Na dann. Welch Ehre, dass er mir seinen besten Marschall ausleiht. Wenigstens eine Zeit lang. Wie wahr? Was hältst du von unserem Trupp? Sie scheinen kampfbereit. Obwohl es seltsam ist, eine Utaru in den Reihen zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Sie schienen recht effektiv zu sein, als sie die Maschinen besiegte, die diese Basis bewachten. Interessant. Vielleicht irre ich mich. Was siehst du dir da drüben an? Die anderen haben mir geholfen, die Symbole zu entziffern, die der Fokus zeigt. Also habe ich versucht, die Waffe zu verstehen, die du gegen den Feind einsetzen willst. Dieser Hephaestus. Ist er in der Lage, Maschinen herzustellen, die Gaia gehorchen? Ja. Wie viele? So viele wir brauchen. Solche Macht. Hat die Welt je dergleichen gesehen? Ja, vor 1000 Jahren ungefähr. Jetzt, da du weißt, wer der Feind ist, hast du irgendwelche Fragen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel. Und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Ich sollte los. Du kannst gerne Hekarro und deine Leute besuchen. Die Türen stehen dir offen. Das werde ich. Mögen die 10 mit dir sein. Ich höre immer nur die 10, die 10, die 10. Oh Gott, was ist denn da? Aloy, in der Kiste haben wir Vorräte gesammelt. Nimm dir, was du brauchst. Okay. Gibt's noch mehr, was ihr wissen sollt? Eine der Schriftrollen des Gelehrten Wuadis. Es war schwierig, ihn nach Fahrlicht zu bringen. Trotzdem, er hatte es nicht verdient, Regalas Reitern in die Hände zu fallen. Das stimmt, ja.
Okay. Dann müssen wir jetzt normalerweise alles gefunden haben. Und bevor wir jetzt zu der Geier gehen, legen wir ein kurzes Päuschen ein. Komm gleich wieder.
So, suchen wir mal Geier. Weil wir haben einen Äther dabei. Hallo Geier. Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze Äther mit mir. Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. Ja, gerne doch. Verschmelze Äther natürlich gerne mit. So, was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eleuthia-Frequenz. Eleuthia. Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war. Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Koordinaten. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Eleuthia? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Warum schickt Eleuthia eine kodierte Nachricht auf einer Frequenz, die nur ihr beide nutzen könnt? Das war wohl nur zur Vorsicht, um nicht entdeckt zu werden. Oder zumindest sollte es so aussehen, als sei das das Ziel. Ich weiß auch nicht, warum Eleuthia erwarten würde, dass ich das Notsignal überhaupt hören und darauf reagieren würde. Soweit Eleuthia weiß, bin ich inaktiv. Also ist Eleuthia entweder in Schwierigkeiten und sie hoffte, dass du da draußen bist? Oder jemand will uns an diese Koordinaten locken und tut so, als wäre er Eleuthia. Zu diesem Schluss komme ich auch. Könnten die Zeniths die Übertragung senden? Den Daten aus deinem Fokus zufolge haben die Zeniths den anderen Gaia-Systemkern aus dem Hades-Versuchslabor. Möglicherweise haben sie daher Zugriff auf meine internen Frequenzen. Vielleicht wollten sie, dass du antwortest und deine Position preisgibst. Könnte sein. Doch die Übertragung ist hochgradig atypisch. Wenn sie wollten, dass ich meine Position verrate, dann wäre die Nachricht doch wohl unauffälliger gewesen. Okay, dann sind sie es wohl doch nicht. Die Koordinaten führen zu einem Berg im Nordwesten. Was ist dort? Ich weiß von nichts in dieser Gegend, das von Bedeutung wäre. Okay, und was ist mit der anderen Zahl in der Nachricht? 237. Weißt du, was das bedeutet? Laut meinen verfügbaren Datenbanken scheint sie keine größere Bedeutung zu haben. Vielleicht wird ihre Bedeutung erst bei den angegebenen Koordinaten klar. Okay, ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Erend und Val sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist? Hm? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Eleuthia ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang, falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Danke, Geier.
Hauptquest abgeschlossen. Wiege der Echos. Neue Hauptquest. Rede mit Wahl. Stockwerk hoch. Wo müssen wir mir hin? Okay, das sagt mir jetzt keiner. Egal. Wir haben 6 Fähigkeitenpunkte. Elythia ist die Zero Dawn Unterfunktion, die für die Geburt und Wiederansiedlung einer neuen Generation der Menschheit zuständig ist. Okay, für was war jetzt Äthername? Entgiftung und Stabilisierung der Erdatmosphäre. Okidoki. Datenpunkte. Notsignal. Okay. Dann schauen wir mal, was gibt's da kurz zum Verbessern. Wuchtangriff, Resonatoraufladung. Kritischer Schlag plus. Nahkampfschaden. Energetikdauer, Resonatorschaden. Also da gibt es aktuell nichts, was wir brauchen könnten. Schwere Waffe plus. Waffenausdauer. Munitionsexpertin. Machen wir mal das. Schwere Waffe plus. Ultraschuss. 5 Bolzenschießer. Niederschmetternder Schuss. Brauchen wir auch nicht. Was haben wir da? Niedrige Gesundheit, Nahkampf. Trankgeschwindigkeit brauchen wir aktuell nicht. Stiller Schlag plus. Stiller Schlag Stärkung. Unauffällig. Rauchbombenkapazität, leichte Bewegung. Rauchbombenkapazität. Stiller Schlag Heilung. Gestützter. Stiller Schlag. Doppelschuss. Mit dem Scharfschussbogen Doppelschuss. Okay. Fokussierter Schuss. Einen mächtigen Schuss, der zusätzlichen Schaden zufügt. Okay. Haben wir mir Ding da? Tarnfernkampf haben wir schon komplett fertig. Tarnabriss anscheinend auch. Okay. Was haben wir da? Maschinenschaden verursachen mehr Schaden. Maschinengesundheit. Teilbrecher. Stachelfalle. Effiziente Reparatur. Maschinenelement. Berittene Verteidigung. Maschinengesundheit. Schwerlastträger. Effiziente Reparatur. Dauerhafte Überbrückung. 100. Ja, 203 Punkte und was gerade nicht, wo ich es ausgeben soll. Stiller Schlag plus. Ich hätte gerne einen Doppelschuss fast. Da haben wir aktuell nichts, was wir unbedingt brauchen. Fallenherstellerin, glaube ich, brauchen wir eigentlich nichts. Flinke Handwerkerin, gestützte Plünderin. Was? Fähigkeiten, Stärkungen und andere Effekte durch Nahrung wirken länger. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Robuste Fallenstellerin, Fallenlimit. Also das wird das letzte, was wir mir brauchen. Definitiv. Was haben wir da noch? Kritischer Schlag plus. Plus 50% Schaden. Resonatorschlag. Resonatoraufladung. Nahkampfschaden. Wuchtangriff, Resonatoraufladung. Wuchtangriff. Kriegerbogen, Feuerstoß. Kritischer Schlag nehmen wir noch mit. Dann ist sowieso vorbei dabei. Energiestoß. Können wir noch irgendwie da, weiß ich nicht. Maschinenschaden, nehmen wir das noch mit. Also schon langsam kommen wir ziemlich weit durch mit den Fähigkeiten, die wir haben müssen.
Gut. Dann reden wir mal mit Val. Was ist denn da eigentlich? Mit der Cyclops-Konsole untersuchen. Gaia? Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drohnenbasiertes Bildsystem, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Ich sende die relevanten Daten an deinen Fokus. Ah. Dieses Cyclops ist also ein Netzwerk, das die Verschlechterung in der Biosphäre... Was ist da los? überwacht. Das sollte wohl auf der Kuppel angezeigt werden, aber die Drohnen sind nicht mehr damit verbunden. Einige kann ich jetzt schon wieder anschließen. Aber offenbar streifen noch mehr herum. Verbinde Drohnenmodul mit dem Display in der Kuppel. Okay, das Datenmodul ist drin. Zwei von 10. Gefällt mir gut. Ach so. Mhm. Reine Optik quasi. Bitte, die sehr gut? Also mir schon. Ja, passt. Also. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht doch Hauptstory weitermachen müssen. Mal schauen. Aloy, ich konnte einen weiteren Raum im Hauptwohnbereich öffnen. Gut zu wissen. Ich schaue mir das mal an. Wo? Denn nicht. Der war vorher schon. Die Tür ist verschlossen. Denn Vielleicht Anne? bekommt Gaia die Tür später auf. Denn Gaia? Was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Schaltstellenpersonal gedacht. Leider wurden die Unterhaltungsmodule mit der Apollo-Datenbank gelöscht. Oh, schade. Okay. Soll die da jetzt was finden? Geht es hier hin? Ah, da geht's weiter. Ein weiterer Raum. Wofür? Ein paar Schnörkel. Ethan Red. Wechselt zum Privatprotokoll. Also gut. Regionale Schaltstelle 9. Der Anlagenentwurf geht voran, wenn Gaia sie endlich baut, wird sie alles haben, was nötig ist, bis auf Charakter. Also werde ich ihr noch meinen Stempel aufdrücken, ein paar Schnörkel, angefangen mit diesem kleinen Versteck. August wäre begeistert davon. Er liebt geheime Korridore, so wie in alten englischen Schlössern, aber ich habe etwas Größeres vor. Mein Meisterstück sozusagen. Wechsel zu Privatprotokoll. Also gut. Regionale Schaltstelle 9. Der Anlagenentwurf geht voran. Wenn Gaia sie endlich baut, wird sie alles haben, was nötig ist. Bis auf Charakter. Also werde ich ihr noch meinen Stempel aufdrücken. Ein paar Schnörkel. Angefangen mit diesem kleinen Versteck. August wäre begeistert davon. Er liebte geheime Korridore, so wie in alten englischen Schlössern. Aber ich habe etwas Größeres vor. Mein Meisterstück sozusagen. Genau. Wie gesagt. Oh.
Kisten. So noch mehr? Und da? Jetzt auch noch was, nur wie komme ich da hin? Ah! Ich gehe mal etwas weiter weg. Ja, ich gehe noch hinten. Oh Gott. Das kann ich nicht ziehen. Wieso nicht? Kann mit einem Zugwerfer bewegt werden. Tritt noch hinten. Ich bin zu nah dran. Zu nah dran. Ach so, gut ist. Oh. Okay, war's das? Anscheinend. Okay. Hätten wir das auch erledigt. Da ist ein Lagerfeuer aus. Also das ist wahrscheinlich Ausgang. Rede mit Wahl. Ist ein Teil von Gaia. Eine Unter... Da ist sie ja. Kann es dann losgehen? Gehen wir. Schau uns an. 3 knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Das hört sich nicht so gut an. Abschaum. Was ist das? Was zum Henker? Ist das zu fassen? Val, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Zenith. Nun, es gibt offenbar noch mehr Zeniths, als wir dachten.
Die hat's geschafft? Du hast tatsächlich einen besiegt. Also die haben's geschafft? Hätte es fast nicht überlebt. Okay. Verbena. Irgendwie konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Offenbar konnte sie kommen und Hallo, gehen lassen. Verbena. Was hast du für mich? Jetzt ist sie weg. Ich habe überall gesucht, noch immer keine Spur vom Ziel. Können wir diese sinnlose Suche endlich abblasen? Vergessen wir mal nicht, wer das Ding überhaupt entkommen ließ. Bis Einbruch der Nacht will ich Ergebnisse. Meinst du, du bekommst das hin? Moment. Ich glaube, ich sehe was. Okidoki. Bei der Schmiede. So ein Chaos. Dieses Phantom hatte Anweisungen beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist? Phantomanweisung. Befehl erhalten. Oberste Direktive beim Sichern des Ziels helfen. Sekundärdirektive 5. Shooter weiterhin überwachen. Befehle bestätigt. Statusbericht an Gebirg gesendet. Feind erkannt. Greife Ziel an. Gefahr. Systemversagen in 3, 2, 1, boom. Mittleres Vorratslager. Oh, da gibt's noch mehr. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Du ist gut aufgekommen. Hat noch ein paar Gräberwächter. Pirscher Pfeilgewehr. Was zur Hölle tue ich mit einem Pirscher Pfeilgewehr? Vielleicht braucht man es ja noch. Oder wollten die Elythia sichern? Sieh dich um. Ich warte hier. Ort kann nicht betreten werden. Weil? Möchte aber gehen. So ein Chaos. Warum ist die Waffen? Ich denke, ich muss da rauf. Hör aus, nicht einfallen. Hui! Auf alle Fälle haben wir noch Vorräte. Und da noch mehr. Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Mhm. Haben Sie die Gegend beobachtet? Wahrscheinlich. Wo zur Hölle sind wir? Sind wir da herum? Gott. Das ist ja der nahrigste Weg. Nein, jetzt ist er schlechter. Ein Osserer mit einem Fokus. Offenbar hat er Daten über die Waffe an jemanden gesendet. Telemetrieprotokoll. Telemetrie eingeleitet. Koordinaten zensiert. Fehlfunktion festgestellt. Selbstzerstörung eingeleitet. Telemetrie beendet. Jo. Die Waffe ist noch heiß. Ich muss herausfinden, wie sie funktionierte. Aber vorher muss sie abkühlen. Okay.
Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Ich sollte zurück zu Aerith. Also, Seherin des Verborgenen. Was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager. Da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Ossaram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, weil es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Und das Ziel, ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Eleuthia? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Unterfunktionen sammeln mengen, dass sie ein komplettes Gaia-System aufbauen, so wie mir. Nur wir haben halt den Äther schon. Wir haben ja voran. Also. Ja. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Zenith, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Aerith, du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay, wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Mimik war ganz schlecht. Nein, das kann gar nicht sein. Eren bleibt da. Auch gut. SOS-Koordinaten. Hey, zack, was zur Hölle? Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zeniths hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eleuthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht. Aber was grabt sie so eine? Doch kein Phantom. Das ist die. Soll es dahinter gehen? Da haben sie das Chrom aufgehört anscheinend. Okay, da ist nix. Oder geht's noch weiter? Okay, vielleicht da nicht. Na, geh wieder auf. Hallo? Was tust du denn? Kraxel du Raffi da? Jetzt. So, Wahl. Mitkommen. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. Befehlsprotokoll. Zugriff auf Speichereinheit. Datenübertragung eingeleitet. Operation ausgesetzt. Fusionsreaktor auf Standby gesetzt. Download eingeleitet. Beamcast eingeleitet. Zielort. Zensiert. Sender. Beamcast Sender unbekannt. Matchart. Nicht mehr zu reparieren. Gott. Ich glaube, die haben es wirklich gestohlen. Oder wollten es steuern.
Und haben es nicht geschafft. Hat mir jetzt 4 Stunden. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Schauen wir mal, was uns der sagt. Es war ein Far Zenith Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Eluthia ist also weg? Vermutlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Aber warum haben die Zeniths dann nach dem Ziel gesucht? Sehen wir uns weiter um. Es war Basis von Far Zenith. Mal schauen wir mal. Und wieder erkunden sie eine Far Zenith-Ruine. Wenigstens scheinen dieser keine Killermaschinen zu sein. Noch nicht. Oder etwas, das du hochjagen kannst. Noch nicht. Du geht's nach unten. Du geht's nach oben. So geht's weiter. Fallen mit Stil. Fallen mit Stil und im Oktober. Bunkertür. Das sind so Falltüren. Okay, fangen wir bei deinen ersten von deinen unoffensichtlichen an. Kiste? Datenpunkt. Neue Prioritäten. Darmbeschädigung minimal von Song Jiao. Forschungsteam, neue Prioritäten an alle. Wie ihr zweifellos mittlerweile gehört habt, haben wir unseren hellsten Stern verloren. Die Ektogenese-Forschung für die Odyssee lag Peter besonders am Herzen und im Namen des neuen Hohen Rats möchte ich euch allen für eure Arbeit und für die großen Fortschritte in den letzten Jahren danken. Doch während wir um unseren Gründer trauern, müssen wir unseren Blick auf die strahlende Zukunft lenken, die vor uns liegt. Demzufolge werden wir die Projektpriorität neu ausrichten. In den nächsten Tagen erhaltet ihr einen Überblick über die spannenden Entwicklungen bei den Forschungen zur Lebensverlängerung in unseren Anlagen in Tokio und Lagos. Danach werden euch neue Aufgaben zugewiesen. In der Zwischenzeit sollen alle Ektokinese-Kammern eingelagert werden. Wendet euch bei Fragen bitte an eurem Projektleiter. Hast du Genaueres über das Ziel erfahren? Ich glaube nicht. All dieses Zeug. Ich frag mich, was sie hier gemacht haben. Wie ich Far Zenith kenne, haben sie hier Erstaunliches entdeckt. Zu ihrem eigenen Nutzen. Natürlich. Ja, das klingt... Fortschrittsbericht. Ist deutlich verbessert, was die Zeit zwischen der Nachbesserung verkürzt. Die kommerziell verfügbare Behandlung wie Osmanthus, keine Ahnung, Gene erfordert. Was Maliks Team angeht, die jüngsten Ereignisse ihrer Neurophysiologie-Experimente. Ja, es ist spät. Experimenten wirken vielversprechend und mit den zusätzlichen Daten aus unseren Anlagen in Tokio scheinen wir die ersten Generation funktioneller Implantate näher zu kommen.
In der Zwischenzeit haben unsere Freunde aus Zürich ihre Erkenntnisse über WBE geschickt. Gemischte Ergebnisse, ein paar vielversprechende Möglichkeiten, aber alles, was einer echten digitalen Transzendenz nahe kommen könnte, scheint noch Jahrzehnte entfernt zu sein, wenn nicht sogar... Wahrscheinlich. Also muss die für Wörter benutzen. Was schaut mal hier aus? Der Ort hier ist ja riesig. Eine Art Lagerraum. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Falls ja, konnte die Zenith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Also, wie kommt Erend mit all dem zurecht? Wirklich. Naja, Gaia, die Zeniths, der Fokus. Es ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal. Das steht fest. Mhm. Das ist er. So. Bevor wir jetzt weitersuchen, gehen wir da auf, durch die Bunkertür. Ich schau, wo wir da rauskommen. Ah, das ist unser Ziel. Ah, super. Bringst mich zu Truhen, die wo wir noch mehr Reichtum bescheren. Daten gibt's nicht. Okay. Da das unser Hauptziel ist, muss ich da noch mehr oben. Das hilft euch ja nichts. Wenn das nur Grusch ist. Super, jetzt wird es mir da angezeigt. Auf alle Fälle ist da ein Riesending. Eine Steuerkonsole für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus. Untersuche die Konsole. So geht's auch noch weiter. Gott, gibt's da voll Zeug. Was ist jetzt da herin? Nix. Rein gar nichts. Okay. Kann zwar fast nicht, aber irgendwie ein Tier machen für nix. Ist komisch. Aber egal. ...236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Ich denke. Nur ich ja nicht. ...237, oder? Ha! Bin ich gut. Steht im Protokoll. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die Das ist aber mehr.
Aloy. Das bist du? Kalt wie Eis. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin. Und ich muss nur das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Fasinif. Sei vorsichtig. Sie sind gnadenlos und haben jetzt Eleuthia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben. Sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also, Sie lebt noch. wir müssen sie zurückbringen. Oh Mist, die können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? 2 von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ich kann es nicht zu Val und dem Klon lassen. Mhm. Bin fast vorbereitet. Apropos Phantom. Da müssen wir jetzt geschwind nachschauen. Man an Datenpunkt Beta. Die hat sich quasi schockgefrostet. Die lebt noch. Wenn man schon fast denkt, das ist so ein Ding. Technologie. Phantom. Schwach gegen Säure und Plasma. Das ist eine Waffe. Gibt's da Haupt-Upgrade-Ding? Nickel. Abnehmbar. Sprengstoff. Okay. Mobile Kampfdrohne, goldene und panzerähnliche Platten können sich in Waffen verwandeln und sich wieder befestigen, wenn sie abgerissen wurden. Okay. Säure und... Da kommt sie! Hässliches kleines Ding, was? Ich sollte das Ding scannen. Vielleicht hat es Schwachstellen. Warum gibt's da noch eine besondere Form? Na. Boah. Ach, das Ding ist schnell. Also Ding, Säure ist schon mal ganz gut dagegen.
Okay. Geht es dir gut, Aloy? Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Okay, ich komme nach, wenn die Luft rein ist. So. War jetzt nicht übermäßig schwer. Für das das der Phantom war. Darf mich jetzt nicht vergessen. So, dreifach Pfeil ausrüsten. Mit Säure kann man die wirklich sehr schön ausschalten. Ich hätte zwar gern die Sonne noch gesehen. Ich muss wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Ich schau mir die Hoffentlich Sonne bleibt noch Erend in an. Deckung. Also ich hab mir, die Phantome sind schwieriger. Also muss ich auch ganz ehrlich sagen. Kann ich jetzt da herum noch eine? Ja. Vielleicht findet man ja noch irgendetwas, was man brauchen kann. Ernsthaft. Ist der gleiche Raum. Eingeseift. Ich wünschte, du wärst bei dem Gespräch mit Zero Dawn dabei gewesen. Wer auch immer den Deal mit ihnen ausgehandelt hat, ist ein Genie. Ein bisschen altes Technikzeug, die bei uns im Lager verstaubt, gegen eine Kopie des gesamten menschlichen Wissens? Was, wenn das kein gutes Geschäft ist? Und der Typ, der für die Elythia-Unterfunktion zuständig ist, Patrick Brocard, klein? Man konnte seinen Augen förmlich funkeln sehen, als er uns mit Fragen über die Konstruktion der Ektogenese-Kammern gelöchert hat. Es war, als ob wir ihm Katzenminze vor die Nase halten. Wie auch immer, sie wollen zusätzliches Material über die Nahrungszufuhr. Die obere Etage haben ihr okay gegeben. Also schick ihnen alles, was wir brauchen. Brocard Klein wird sich vermutlich vor Freude in die Hose machen. Damn. Durchs zu. Es ist gut zu wissen, dass der zu ist, weil da müssen wir bestimmt noch hin. Okay. Also, die haben keine gemacht, die wo neue Menschen erschafft, sondern aufbewahrt. Die Ektogenese-Kammern. Aloy! Erend! Das Phantom schaltet auf stur, es hat mich festgesetzt. Halt durch, ich bin gleich da. Beeil dich. Es schaltet auf stur. Das klingt nicht gut. Ich muss zu Erend. Erend? Erend, ich bin hier. Sei vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Ich könnte es mit solchen... Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Sobald du mich brauchst, bin ich da. Das Phantom bewegt sich nicht vom Fleck. Ich kann mich vielleicht anschleichen, wenn ich aus der Schusslinie bleibe. Es hat eine Art Schild. Ich muss mich hinten vorbeischleichen. Das wird ein harter Kampf, wenn ich es direkt angreife. Aha. Das war ein Kaninchen. Eine schwere Waffe. Ich könnte sie gegen das Phantom einsetzen. Ein schöner Fund. Ich hab gewusst, das ist nicht umsonst da. Schild unten! Es ist im Anmarsch! Aloy, kannst du das Ding mit Säure treffen? Hab ich doch schon.
Was ich noch gar nicht verwendet habe. Komm nur! Also gut? Vorsichtig mit dem Zeug. Boah. Au! Steh auf! Du hast dir die Falschen ausgesucht. Die ist da die Asung. Ah! Ist okay. Ja, ja. Brauchst du Munition? Na, geht schon. Hey, guck mal. Idiotenshammer. Nimm Säure. Löst das Ding auf. Ich will zum Feuern. Gib mal ändern. Auf die Schwachstelle. Erledigt. Aloy, sie... Ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte. Aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir noch mal die Waffe ansehen. Wenn ich herausfinde, wie sie funktioniert, werden die Zeniths vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben. Das stimmt allerdings. Säurejägerpfeil. Klebstoffspule. Nimmer Forschungslabor. Wie hoch der Schnee wohl nachher liegt? Also ich muss ja sagen, dann habe ich noch gar nichts gesehen vorher. Den Verwüster. Ich hab mal, die Phantome sind schlimmer. Die sind ja gar nichts. Also, da war der Babyzahn um Welten schlimmer. Ohne Scheiß. So, dann schau dir die Waffen an mir an. Nein. Oh, verdammt. Gut, besser als nichts. Okay, ich glaube, wir springen mal gerade zu Gaia. Also, glaube ich, weil... Was darf man jetzt sonst? Ich habe eigentlich abrupt gekommen, aber... Ich glaube, das ist ja so. Ja, also haben wir jetzt einen Klon gefunden, der wo die Zeniths eigentlich gar nicht helfen wollte. Der wo sie vorbeigeschlichen hat. Davor geschlichen hat und ja, überlebt vielleicht ich muss sogar. das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zeniths zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Macht dein Fokus wieder Probleme?
schon okay. Ich kann ihn mir mal ansehen. Nee, das geht schon. Aloy, du bist zurück. Ja, ich will nur mal sehen, wie es allen so geht. Du meinst, nachdem wir unten jemanden getroffen haben, der so aussieht wie du, aber jemand anderes ist? Für dich ist es bestimmt noch viel seltsamer als für uns, ha? Ein wenig. Val meinte, sie könnte uns bei unserer Mission helfen. Vielleicht. Du hast Beta getroffen? Val meinte, sie sei verletzt. Ich dachte, ich bringe ihr einen Extrakt gegen Schmerz. Das war nett von dir. Ich hoffe nur, sie hat nicht die Absicht, sich da unten weiter so einzugraben. Anscheinend hat sie nur selten das Tageslicht gesehen. Was hast du noch gemacht? Ich habe Gaias Sprosse studiert, die Unterfunktionen. Ich wollte verstehen, wieso einer von ihnen Faso etwas antun würde. Stell dir meine Überraschung vor, als ich ihn sah. Hephaestus. Und herausfand, dass er half, all die Maschinen, auch die Landgötter zu schaffen. Wir Utaru schulden Hephaestus also unsere Art zu leben und unsere aktuellen Probleme. Deshalb müssen wir Gaia wieder vervollständigen. Hast du was Interessantes erfahren? Es gibt viel zu lesen, seitdem Eta mit Gaia wiedervereint wurde. Schwer vorstellbar, dass Maschinen wie Sturmvögel einst halfen, den Himmel zu heilen. Als Kind hatte ich furchtbare Angst vor ihnen. Bei Donner kriege ich immer noch Gänsehaut. Doch alles, was Gaia erschafft, hat einen Zweck, oder? Ja. Und wenn wir Hephaestus holen, kann sie die Sturmvögel für uns gewinnen. Ich muss jetzt weiter. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Erend? Alles okay? Ah? Oh, ja, ja. Warum sollte es auch anders sein? Weil es jetzt 2 von mir gibt? Es gibt jetzt 2 von dir. Wenigstens scheint es dir damit gut zu gehen. So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Hast du mit Beta gesprochen? Sie ist erst aufgewacht, als wir sie hergebracht haben. Und dann... Ja, ich hielt es für besser, dass Joe und Val sich um sie kümmern. Es hat keinen Sinn, jemanden zu belagern, wenn es ihm nicht gut geht. Was liest du danach? Gaia hat dem Archiv einen Artikel über Metallstäbe hinzugefügt, mit denen man Blitze nutzen kann. Hat mich an einen Cousin erinnert. Er dachte, wenn er Sturmvogelplatten trug, könne er Blitze speichern. Stieg auf den höchsten Berg im Anricht, um es zu beweisen. Das Ergebnis war sehr typisch für die Oseram. Es funkte und knallte. Woran arbeitest du mit deinem Fokus? Ich weiß immer noch nicht, wie man hier drauf etwas liest. Die beiden Turteltauben da drüben gehen mir zur Hand. Ehrlich gesagt kriege ich von den ganzen Symbolen Kopfschmerzen. Aber ich hol schon alles nach. Versprochen. Ich muss jetzt los. Mach nicht zu viel Ärger, ja? Aloy, gut, dass du heil zurück bist. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es eine Verletzung? Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja.
Fahre hoch. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Far Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also sind die Nachfahren von Far Zenith von einem sterbenden Planeten geflohen. Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht, nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zeniths damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Zeniths wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Also wollen die Zeniths das Leben auf der Erde vernichten. Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Mission mitnahmen, sah ich, wie sie die Ureinwohner abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massenaussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, ohne ihren Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. Die Zeniths brauchten Elizabeths genetischen Fingerabdruck für Zero Dawns Einrichtungen. Also haben sie dich geschaffen. Dich trainiert. Und du hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren, sondern dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Den Neustart der Erde, zu ihrem Nutzen. Du weißt über das Ausrottungssignal Bescheid? Es war Spekulation, aber die einzige logische Folgerung, warum Gaia sich nach langem effizienten Arbeiten plötzlich selbst zerstörte. Gaia hätte eine so extreme Option nur dann gewählt, wenn sie eine Bedrohung für das Leben auf der Erde ermittelt hätte, die gefährlicher als das Einstellen ihrer Funktionen wäre. Ich hätte begreifen sollen, dass sie außerdem die Neuerschaffung von Elizabeth Sobek anordnen würde. Naja, Überraschung. Wir haben es also mit denselben Far Zenith-Leuten zu tun, die schon mal auf der Erde lebten. Was weißt du sonst noch über sie? Sie waren einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Sie kontrollierten fast alle wichtigen Rohstoffe und Industrien. Gerard befehligt sie. Er ist es, der entschied, eine Basis zu errichten. Die anderen, Eric, Tilda, Verbena, nehmen ihm seine Macht über sie übel, aber letzten Endes tun sie immer, was er sagt. Eric, mit ihm habe ich im Hades-Testlabor gekämpft. Er mag es, Menschen weh zu tun. Ja, ich weiß. Du sagtest, dass die Zeniths eine Basis auf der Erde haben. Wo ist sie? Vor der Küste, glaube ich. Wenn ich auf Mission gehen musste, wurde ich in einer Phantomdrohne transportiert. Ich konnte draußen nichts sehen. Aber ich konnte die Zeniths einmal darüber sprechen hören. Sie wollten einen Umkreis-Energieschild errichten, um die lokale Fauna abzuschrecken. Sie haben sicher noch andere Sicherheitsmaßnahmen. Phantompatrouillen, Maschinenköder. Es muss unüberwindlich sein. Was befindet sich in der Basis? Starteinrichtungen, über die Sie zu und von Ihrem Schiff im Orbit pendeln können. Und Infrastruktur, um Materialien zu sammeln und alles herstellen zu können. Sind da mehr Zeniths, als du getroffen hast? Ich weiß noch nicht.
Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein. Andere Überlebende der Kolonie. Du sagtest, dass die Zenith-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Mir hat man nur gesagt, dass sie Sirius wegen einer Naturkatastrophe verlassen mussten. Ich vermutete, es war ein extrasolares Objekt oder ein katastrophales Erdbeben. Oder es war vielleicht auch ein außergewöhnlich starker Sonnensturm auf Sirius A. Die Zeniths haben dir nie Einzelheiten genannt. Sie sagten, das einzig Wichtige war, dass sie überlebt haben. Zuerst die Erde vor 1000 Jahren und dann Sirius. Und das Altern scheinen sie auch zu überleben. Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen, hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Und als die Zeniths Eluthias Position in der biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eluthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Zenith mit dabei und wurde von den Rebellen getötet, außerhalb der Anlage. Verbena ist tot? Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich sehe mir das mal an. Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Als es an der Zeit war, den Sender der Zeniths zu benutzen, um Eluthia zurück zur Basis zu schicken, habe ich eine verschlüsselte Nachricht übermittelt. Ich habe Verbena so lange abgelenkt, dass ich mich in der Ektogenesekammer einschließen und die Protokolle der Station so ändern konnte, als ob es nur 236 Behälter gäbe. Und der Gaia-Systemkern? Ich behauptete, dass ich Eluthia schneller fassen könnte, wenn ich ihn dabei hätte, und sie glaubten mir. Gut gemacht. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenesekammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elizabeths DNA benutzt haben. Elizabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia, die Avatare des Archivs, wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Faro sie gelöscht hat. Die Zeniths haben eine Kopie. Also existiert sie noch. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite. Das muss frustrierend sein. Das ist nicht nur die gleiche Stimme, das ist die gleiche Person. In Ordnung. Ich glaube, das reicht erstmal. Willst du nach oben kommen? Oder also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauche immer noch 2 weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden. Natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht mehr, wer die Zeniths wirklich sind. Herzukommen war ein Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist zu weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles. Und jeder wird sterben. Hey. Ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich habe bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay. Ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst.
Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm, aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich komme später wieder und spreche mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden. Ich sollte das Waffenteil zu Gaia bringen. Das ist schon wieder sehr, sehr viel Information. Und ich habe es noch nicht ganz überrissen. Ich glaube, ich brauche da ein paar Tage, bis dass ich das komplett überreiße. Was da gerade passiert. So, jetzt schauen wir noch zu der Gaia. Und Mandu, das ist eine Person mit der gleichen DNA erschaffen. Aloy und Diana. Deswegen auch gleiche Stimmen und schauen sehr ähnlich aus. Die eine ist moderner und die andere ist angepasst an die Stämme. Willkommen zurück. Hallo Gaia. Aloy, wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Ja, ich habe außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen, aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen. Moment, führe Scan durch. Erledigt. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht, wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eleuthia, genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay, eins nach dem anderen. Tja, ich gehe wohl besser wieder raus. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Danke, Gaia. Dann werden wir wohl Silents Waffe nicht benutzen. Und wir haben noch einen weiteren Klon von Elizabeth bei uns. Ich kann mich davon nicht ablenken lassen. Ich muss noch 2 nachrangige Funktionen auftreiben. So ist. Das Ziel ist klar. Ziel ist weiterhin Poseidon und das auch noch finden. Und wir haben da noch eine Nebenquest. Das ist etwas laut, Erend. Ich weiß. Man will irgendwie auf etwas einschlagen. Wohl eher auf jemanden. Ich habe das nur durch dich entdeckt. Jeder macht mal Fehler. Aha. Da ist etwas, das ich besprechen möchte. Mach das. Es geht um die Landgötter. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Du wolltest über die Landgötter sprechen? Man könnte sie womöglich heilen, sodass sie Reinklang wieder mit Getreide versorgen können. Gaia gab mir einige Anweisungen. Sie nannte es Neustart-Code. Wenn wir ihn zu den Landgöttern bringen, wird ihre Störung enden. Das ist großartig. Vielleicht. Der Weg ist steinig. Wenn der Code nicht von Hephaestus kommt, werden die Landgötter ihn verweigern.
Gaia weiß, wie man das umgeht. Wir brauchen Teile namens Kontrollkerne aus Maschinen, die von Hephaestus stammen. Maschinen ähnlich den Landgöttern. Du meinst Grimmhörner, wie das beim Kampf in der Werkstatt? Ja, Gaia hat mir geholfen, im Westen 2 zu finden. Gut, die Maschinen erledigen, die Kontrollkerne holen, um damit den Neustartcode so anzupassen, dass die Landgötter gehorchen? Wenn alles gut geht. Aber 2 Grimmhörner zu erlegen, wird nicht einfach. Wir machen's gemeinsam. Sei gesegnet. Ich schicke dir die Position der Maschinen. Ich gebe Bescheid, wenn ich bei den Grimmhörnern bin. Gut. Wenn wir ihre Kontrollkerne bekommen, können wir die Landgötter vielleicht heilen. Aber natürlich. Zweite Strophe. Ja gut, mir wird gerade auf der Karte nichts angezeigt. Ich gehe noch kurz raus. Dann schauen wir uns noch Karten an und dann ist Schluss für heute. Oh, das ist schon wieder Überlänge, wo sie eigentlich gar nicht wollte. Ja, eigentlich, ich mache die letzte halbe Stunde noch so, wie soll ich sagen, ein bisschen Nebenquest. Und so. Dabei haben wir Beta gefunden und, naja. Ah, das war nicht der Plan. Eigentlich nein. Ja, nicht mal, dass das, so wie letztes Mal ist ja nicht mal, dass es so ausgeht. Aber naja. Das nächste ist Poseidon. Und was haben wir da noch? Wo war denn der? Nicht doof. Demeter. Genau, das ist der davon. Aber das wird unser nächstes Ziel da oben zu. Schlängelzahn. Oh, leck. Gibt's ein freier Wildbahn. Das wird interessant. Also ich sage mal so, wir haben Quests ohne Ende. Also was wir mir Nebenquests haben. Da haben wir vielleicht jetzt mal so voll angeschlossen, wie was wir noch aktuell haben. Halt. Was haben wir denn noch an Quests, an Aufgaben oder so, wie die ja immer heißen, Aufträge. Haben wir auch noch mal so viel, wie was wir bis jetzt geschafft haben. Gut, das fortdauernd ist wurscht. Der erste Flug, Fliege zum Berggipfel. Eine Soldatin des Himmelsclans Ferrika wurde von einem Sturmvogel davongetragen und stürzte schließlich auf einen Berggipfel. Ihre Rüstung liegt noch dort, auch für die besten Kletterer unerreichbar. Okay, das war die Aufgabe. Okay. Ja. Biografien haben wir noch von Beta. Sobek Clone. Beta ist ein Klon von Elizabeth Sobek, geboren an Bord der Fahrsinne Raumschiff Odyssey. Auf seiner Rückkehr zur Erde. Sie wuchs isoliert und unter dem Zwang auf, alles über Zero Dawns relevanten Themen zu lernen. Wo war jetzt der Büscheling? Silence. Wo wird er nicht herin? Als Datenbank Erik oder so? Hättest du gerne noch was gelesen darüber? Okay, dann nicht. Gut, da wir jetzt da gespeichert haben, gehen wir jetzt da auf andere Dinge. Wir beenden jetzt den ganzen Stream da. Weil eigentlich sollte der gar nicht so lang gehen. Aber naja, wie es einfach häufig so ist. Grober Story Games nimmt halt auch noch nicht Ausmaße ab, wie was man eigentlich gern haben möchte. Deswegen halt sehr große Überlänge. Von mir ist mir zwar gewählt, dass Überlänge, oder? Aber so lang war eigentlich nicht geplant und ist auch nicht geplant. Und ja. Hilft leider nicht. Leider Gottes ist so.
Gut. Dann schalte ich da noch geschwind um, wenn ich kann. Dann bedanke ich mich bei fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Wochenende, je nach Zeit, Lust und Laune, das entscheidet spontan, geht's weiter. Wahrscheinlich ohne Hauptstory diesmal, weil wir haben noch genügend andere Sachen zum Erledigen. Und ja, wir werden es sehen. Auf alle Fälle wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Nacht. Und wir sehen uns. Donnerstag ist der Mandu mit Pokémon wieder dran. Nicht vergessen. Und einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.